Daniel Lange will Ingolstadt einen neuen Anstrich geben. Die Stadt ist recht trist teilweise. Deswegen denke ich halt einfach, dass bunte Kunst die Stadt halt belebt. Also Er engagiert sich als künstlerischer Leiter für das Projekt Landmarks. das ist uns natürlich wichtig, dass wir Fassaden wählen, die sehr präsent sind. Wie jetzt zum Beispiel hier aktuell bei der ersten Wand vom Shane aus Paris. Die trägt den Titel Blue Vibes. Damit veränderst du die Wahrnehmung von den Leuten. Dass du sagst, hey, ich wohne da, wo die blaue Wand ist. 5 Tage benötigt der französische Künstler Shane vergangenen Juni für die Wand in einem Viertel mit vielen alteingesessenen Ingolstädtern. Dann kommt so eine 70-, 80-jährige Oma im Rollator. Und man hat richtig gesehen, okay, die holt Luft, die wird gleich richtig losschimpfen. Und dann war es halt das komplette Gegenteil. Die war halt so, boah, endlich macht jemand das Viertel schön und gibt sich Mühe, unsere grauen, tristen Fassaden. Es gehört noch viel mehr hier gestaltet. Und das war halt einfach herzerwärmend. Daniel Langes Vision? In den nächsten Jahren sollen sich Wandbilder als Orientierungspunkte, als Landmarken über ganz Ingolstadt verteilen. Heuer sind schon 3 entstanden. Jetzt die Nummer 4. Spannend, was es wird, ja, weil man kann sich ja jetzt noch nichts vorstellen. Wellen könnten schon sein. Überraschung. Nur Lack gemalt, aber was? Was ist das? Das ist pures Gold fürs Viertel, weil die Kinder haben leider hier nicht so viel Buntes und ich bin sehr gespannt drauf. Der Münchner Raphael Gerlach gestaltet sonst Wände in Metropolen wie New York oder Paris. Und jetzt in einem Ingolstädter Arbeiterviertel. Was jetzt so Ingolstadt betrifft, man hat halt so einen frischen Geist des Betrachters, der so ein Projekt vielleicht noch nicht kennt. Und sowas halt dann irgendwie von Anfang an mit einem gewissen Anspruch nach Ingolstadt zu bringen, das lag mir halt am Herzen. Als ehemaliger Graffiti-Sprayer ist er auch dankbar, dass Projekte wie Landmarks inzwischen möglich sind. Das eint ihn mit Daniel Lange. Wie Raphael und ich im Januar durch die Stadt gefahren sind und uns die Häuser angeschaut haben, waren wir davor gestanden und so, wow, bitte lass uns das machen. So, und das war dann auch seine Wunschfassade und ja, mehr als happy, dass das jetzt geklappt hat. An der stark befahrenen Richard-Wagner-Straße wird das Werk für viele sichtbar sein. Und das Viertel kann etwas Farbe gebrauchen. Neue Projekte sind immer eine Herausforderung. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir haben ein gutes Konzept, wir haben gute Gäste. Wird ein Erfolg. Ein weiteres Werk ist in der Münchner Straße. Wir sind halt happy, an so eine prominente Straße, so einen prominenten Künstler zu haben. Das ist jetzt akut, wohnt in Berlin und hat die Szene geprägt seit über 20 Jahren. Ist ganz spannend, weil er dann mit der Thematik Jugend spielt. Man sieht ja ganz schön, wie der Junge dem älteren Herrn die Maske abnimmt, ne? Dass man mal wegkommt von den Regeln und die Jugend einfach mal machen lässt. Wir haben einen Partner in die GWG Ingolstadt und sie haben das kleine Versprechen gegeben, dass uns die Fassaden nie ausgehen. Ein Versprechen, das Alexander Benzko von der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft gerne gibt. Für ihn wertet die Wandkunst das Wohngebiet auf. Das sind einfach wunderschöne Werke und es gibt noch einen weiteren Grund, der ist relativ praktisch. Dort, wo ein Kunstwerk entstanden ist, verschwinden plötzlich oder es kommen keine neuen Graffitis dazu. Das merken wir ganz deutlich. Das ist der Respekt der Graffiti-Szene vor einer professionell gestalteten Fassade. Jeder der Landmarks-Künstler hat seinen unverwechselbaren Stil. Raphael Gerlach ist auch Kurator des Projekts und hat dessen Namen Landmarks geprägt. Ein Begriff aus der Schifffahrt für von weitem sichtbare Objekte. Bei seinem Werk inspiriert ihn ein historisches Gemälde aus dem Louvre, das Floß der Medusa, und auch die Wand selbst. Jede Skizze oder jedes Werk ist auf die Wand und deren Umgebung inhaltlich wie formal halt zugeschnitten. In dem Fall hat mich die Wand an so ein großes Segel erinnert, das auf 2 Masten steht. In dem Fall sind es halt beiden Säulen. Das Bild? Eine stürmische See, durchbrochen von topografischen Elementen. Interpretationsspielraum für den Betrachter. Wie behält der Künstler bei der Umsetzung den Überblick? Das Gesamtbild zerteile ich halt dann so gedanklich in verschiedene Sektionen
Und auf die setze ich dann meinen Fokus. Also das heißt, konzentriere mich halt eben auf diese 2, 3, 4 Quadratmeter. Raphael Gerlach und Daniel Lange kennen sich aus gemeinsamen Graffiti-Zeiten. Daniel Lange hat die Mauer inzwischen mit der Leinwand getauscht, fühlt sich aber den Sprayern weiterhin verbunden. Er führt uns zu einer Unterführung im Stadtteil Unsernherrn. Das ist die Hall of Fame, das Herzstück der Stadt und unsere legale Sprühfläche, wo jeder malen kann. In seiner Jugend bewegten sich Sprayer oft in der Illegalität. Es gab halt keine legale Sprühfläche. So, ne? Und wo willst du arbeiten, wenn du keine Fläche hast? Dann gehst du halt, natürlich suchst du dir deine Fläche. Für viele Hausbesitzer war es ein Problem. Als Graffiti groß wurde in Deutschland, hat der Stadtjugendring gesagt, hey Leute, wir brauchen eine Fläche, wo die Sprüher legal sprühen können. Und die Stadt Ingolstadt war auch ganz gleich dabei mit der Idee vom Stadtjugendring. Inzwischen organisiert der Stadtjugendring sogar Graffiti-Festivals in Ingolstadt. Die Qualität der Bilder bestimmt deren Lebensdauer. Man übermalt nur ein Bild, wenn man ein besseres Bild drüber malt. Es ist nirgendwo fest verankert, aber das ist in der Szene halt einfach so ungeschriebenes Gesetz. Die Graffiti-Kultur wird durch Landmarks nun auf die nächste Ebene gehoben. Das ist zum Beispiel die aktuelle Landmark, die ist letzte Woche fertig geworden von Sebas Velasco aus Spanien. Trägt den Titel Wir werden sehen. Und das Spannende bei ihm ist, er reist in die Stadt, schaut sich die Umgebung an und findet sein Motiv vor Ort. Das heißt, das Foto, was er gemalt hat, ist ein Industriepark hier direkt in der Umgebung. Und die Lena, die Person, die er gemalt hat, ist auch eine Ingolstädterin. Und die ist jetzt 10 Meter groß, mitten in der Münchner Straße. Mir gefällt das schon. So klar ist das. Das Bild einmalig. Ich bin jetzt stolz. Das ist auf alle Fälle eine Erhöhung der Wohnqualität. Für alle. Finde ich also eine ganz markante Geschichte, ja. Wenn ich jemand lotsen tue und so, sage ich, da wo das Pudel dort ist, da ungefähr, da ist der Doktor. Wissen Sie, wie ich meine? Und so hat die Kunst für die Ingolstädter einen ganz praktischen Nutzen. Mit dem Bild von Raphael Gerlach findet das Projekt Landmarks für 2022 seinen Abschluss. Über 4 Tage war er allein mit der Wand. Ja, stolz ist es nicht. Eben diese Zufriedenheit stellt sich ein, wenn ich merke, dass sich das Bild so an die Umgebung angepasst hat. Ja. Ich find's mega. Er ist halt ein Meister. Das sieht richtig gut aus. Für Raphael Gerlach und Daniel Lange sind die bisher entstandenen Gemälde die Visitenkarte, um weitere Künstler für das Projekt Landmarks anzulocken. Denn nächstes Jahr soll es weitergehen.